Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr im Titel habt schon lesen können, wird ich eine Zahnspange bekommen. Und ich will euch immer noch ein bisschen berichten, wie das genau so ist und wie ich mich gerade so fühle mit den Zähnen. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich wäre also der Kandidat, der eine Zahnspange bekommt, aber ich bin auch sehr froh darüber, weil meine Zähne sind schon ein Problem, vor allem. Meine Zähne die sind halt die Gefühle, also sie sind so, jo. Und das halt sehr wahrscheinlich wegen dem Nuki halt auch, weil ich sehr lange den Nuki hatte. Ich glaube, man sieht es. So. Gestern war schon mal der erste Termin, dass ich mehr Gümmel reinmachen musste, damit die Zähne, also einfach jeweils 2 Gümmel auf einer Seite, dass einfach der Abstand ein bisschen größer wird zwischen den Zähnen. Ja. Am Anfang, wenn ich es reingemacht habe, also er hat es mit so einer Spange, also mit so einer Zange, hat es so auseinandergedrückt und hat es dann mir dann halt reingesteckt. Und ja, dann ist halt das Gummi halt zusammengezogen natürlich und jetzt ist es halt zwischen den Zähnen. Gestern habe ich es eben mehr reinmachen lassen. Und dort hat es ganz kurz einmal weh gemacht bei einer Stelle, aber bei der anderen ist es gegangen. Und dann ist eigentlich alles gut und so. Ich konnte auch normal essen, also ich habe keine Schmerzen bekommen. Aber heute, Schmerzen sind einfach da. Also ich habe zum Morgenessen möchte so eine Mini-Pick nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal habt, aber sie sind eigentlich nicht so hart, aber doch auch. Und ein bisschen so auf der Seite drin und es macht weh. Und ich so, au! Und durch das, dass es halt weh gemacht hat, habe ich es dann halt nochmal probiert, aber es einfach jetzt im Moment gesehen, also auf der anderen Seite probiert. Und dort hat es auch weh gehabt. Also habe ich auf beiden Stellen Schmerzen, wenn ich etwas essen möchte. Schlussendlich habe ich dann noch die Launa gefragt, ob es bei ihr raus ist und dann bist du so in das Ding rein. Und sie hat dann auch so, heilige, au, das macht weh. Und ich so, okay, ich bin nicht die Einzige. Dann haben wir uns eine Suppe gemacht, die nicht gerade gezogen geworden ist. Also ich habe zu viel Wasser benutzt, so eine Dassensuppe gesehen, wo man halt das Pulver in die Tasse gemacht hat und dann heißes Wasser drüber gemacht hat, war das und so. Dann haben wir halt das hier halt gegessen, also ich vor allem. Dann haben wir leicht ein bisschen so Chips gegessen, halt solche, wo man einfach durchs Reiben halt auf den Zähnen so halt hin und her haben können verbissen. Und ja, jetzt da habe ich eigentlich gemacht von diesen Trolleys hier etwas essen, aber es gibt einfach Schmerzen. Ich habe die Packung aufgehört, also reinbissen, habe möchte bis hinterher bissen, weil bei mir ist es so, dass nur, glaube mein Eckzahn oder gerade nebendran vom Eckzahn ein bisschen gegen hinteren macht eben am meisten weh, aber dort hinten, ganz hinten macht es eigentlich nicht weh. Also ich zeige euch nachher noch Gummis. Jetzt habe ich Mühe, die fertig zu essen. Ja, super. Und so zeige ich euch jetzt Gummis und zwar seht ihr da hinten, dass es hier so blaue Gummis sind, auch genau so hier. Und ja, man sieht auch, dass sie einfach so reingesteckt worden sind, also wie so Zahnseide, glaube ich. Einfach halt ein bisschen dicker, ich glaube das ist so 2 bis 3 mm sind die dick. Und ja, jetzt hängen die so zwischen meinen Zähnen und dann halt schauen, dass die halt auseinandergehen. Und zwar will ich aber den nächsten Freitag, weil ich dann die Gummis rausbekommen habe. Und dann kommt auch meine Zahnspange. Und zwar bin ich so eine Blättli-Spange bekommen. Also nicht so eine, wo halt nur der Draht so ist, sondern halt wirklich eine Blättli-Spange, glaube ich. Und ja, ich glaube, das wird weh machen. Also meine beste Freundin hat aber auch eine Spange erst gerade bekommen. So, glaube ich, vielleicht so in der Ferien drin, also Herbstferien. Und sie hat auch gesagt, der zweite Tag hat sehr weh gehabt, weil es halt alles aufgeripst war. Also da innen vom Zahnfleisch. Und dann ist alles wieder gut gewesen. Ich kann nicht einschätzen, wie das dann wird so bei mir sein, aber wir werden es dann sehen. Also ich würde sagen, wie sehe ich dann beim Donnerstag eventuell, vielleicht den Tag vorher und dann so ein paar Stunden bevor es passiert. Also ich will es am Morgen haben. Oder dann würde ich sagen, man sieht sich dann am Donnerstag. So, jetzt haben wir, ja. Es ist ein Tag, bevor ich die Spange bekomme. Und zwar bekomme ich sie morgen am 15.11 Uhr, aber so, dann habe ich den Termin. Und ja, ich bin mega aufgeregt auf das. Ich kann dir was sagen.
Wie ihr seht, ist mir ein Gummeli rausgefallen. Und wie ihr das gesagt habt, ist es nicht so schlimm, dass es eins rausgefallen ist. Ich bin mega aufgeregt. Ich bekomme es am Morgen, also am Nachmittag kann ich es dann auch. Ich bin aufgeregt auf das. Okay, es ist doch noch nicht gerade davor, aber ey, ich bin nervös. Ich bin einfach nervös. Ich habe sehr gut können einfach am 5:45 Uhr aufstehen, weil ich mir dann den Wecker gemacht habe. Ich bin irgendwie erst so am 11:45 Uhr eingeschlafen, 12:30 oder so. Und für mich voller Power. Ja, das ist die Nervosität, die eintickt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen sich dann, wenn ich auf dem Weg dorthin bin. Leute, es ist jetzt soweit. Jetzt kann ich eine Maske ablegen, weil wir müssen jetzt auch Masken im Unterricht und so anhaben. Also eigentlich erst eine Band, aber wir jetzt das mal gehabt. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Mein Puls ist noch ein bisschen aufgegangen. Aber ja, ich bin wirklich nervös. Mein Puls ist glaube ich so bei 83 oder so. Das lässt mich hören. Ich muss ein bisschen warten. Und dann komme ich mit der Zahnspange rein. Also wie gesagt, es ist ein Gümmel rausgefallen, wo ich euch erzählt habe. Und ja, sonst ist eigentlich alles geblieben, Gott sei Dank. Ich habe heute sogar nichts gegessen, damit ich mir nicht irgendwie mit so Stückchen in den Zähnen zum Zahnarzt gehe. Und ja, ich bin aufgeregt. Aber ich will nicht dann filmen, sondern ich werde dann daheim dann schön sehen und ich will dann auch schön berichten, wie es das erste Mal war. Und dann würde ich sagen, wir sehen euch dann daheim. Leute, ich bin jetzt zurück. Ich sehe jetzt wahrscheinlich wirklich nichts an meinen Zähnen. Eventuell merke ich das wegen meinem Reden, weil es halt wieder eine kleine Blockade ist von meinen Lippen. Und es ist wirklich das komische Gefühl. Es ist auch, oh mein Gott, ich kann nicht mehr deutlich reden. Ey, es tut mir wirklich leid wegen dem undeutlichen Reden. Aber muss man halt wirklich zuerst angewöhnen, so eine Blockade hier auf meinen Zähnen zu haben. Ja, also so gesehen, ich bin mega nervös, das haben ja alle gehört. Und dann ist so gesagt, ich bin dort reingegangen, musste etwas kurz spielen und so. Und dann ist es so gewesen, dass ich hatte einen Arzt und dann hat er mehrmals so Sachen erklärt, was er gemacht hat. Und was ist er zuerst, ich kann nicht zuerst sagen. Hallo? Ja, ich bin jetzt wieder back. Wir haben jetzt gerade etwas gegessen. Zum Glück habe ich jetzt noch nichts gerade zwischen den Zähnen, aber ich kann noch Zähne putzen und so. Ich mache es einfach ganz kurz. Und zwar, ja, auf jeden Fall haben wir Zähneputz gehabt. Mit dem normalen, wie man halt so kennt. Weißt du, genau mal gesehen, hat er mir eigentlich alles noch ausgespielt. Also mit so einem wasserstrahlartiges irgendwas. Dann weiss es angefangen gehabt. Also haben wir so ein Vording gemacht, da hat er mir dann so die Kleber gegeben, die dann auf die Zähne kommen, wegen den Blättchen, die halt drauf sind. Ich will alles nachher noch nachzeigen. Dann ist es so, dass er angefangen hat, die Blättchen drauf zu kleben. Das ist irgendwie 20 Minuten gegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Also es ist sau lang gegangen oder so. Und dann nachdem haben sie müssen das machen, das halt jetzt Heft und so, also dass es dran bleibt. Und dann schlussendlich haben sie dann den Draht rein da, also wie reingeklickt. Und dann haben sie noch müssen warten, dass es halt trocknet und so. Und ja, dann bin ich fertig geworden. Also so sieht es aus. Ich habe es so. Warte! Ich weiß. Und ja, dann habe ich noch so Blättchen, wo dann halt den Draht heben und ja. Es ist halt mega komisch, weil ich halt immer so meine Lippen so vorne habe. Und zum Beispiel, wenn ich irgendwie Lippenpomade drauf mache, ich kann nicht meine Lippen zusammen machen, weil es einfach nicht gut. Ja, jetzt kann ich Zähne putzen und würde ich euch heute oben dann zum Anführen und dann erzählen, ob ich einen Schmerz bekommen habe. Und eventuell will ich das dann in einem Monat, wenn mein Draht wieder nachgezogen ist, wieder mal etwas erklären oder erzählen. Und ja, dann würde ich sagen, man sieht sich dann heute oben. So ein kleines Zwischending, und zwar muss ich berichten, es macht so weh. Also so, wenn ich rede, macht es ganz, ganz wenig weh. Aber wenn ich etwas möchte essen, es macht höllisch weh. Ich kann nicht bissen. Ja, und ich habe Hunger und ich will jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Joghurt aufmachen für ein Zvieri, weil das Joghurt ist dann halt schon ein bisschen groß und das mag ich eventuell dann nicht mehr. Also wir haben jetzt gerade unsere Mahlzeit und zwar ist es Babybrei.
Ich habe dann noch andere Sachen gekauft. Also, wir haben Spaghetti Bolognese übrig und das schmeckt recht gut. Ist einfach nicht süßlich und so. Dann haben wir noch das uns geholt. Oder respektive ich habe es geholt. Und ja, das wird unsere Nacht sein. Ja. Also ich mache jetzt eine Suppe, weil wir ein bisschen Hunger haben. Und zwar eine Buchstabensuppe. Eigentlich will ich das mehr wie einen Vlog gestalten, aber wird doch ein bisschen so. Ja, also ich denke, wir sehen uns dann, wenn es dann so ist, dass wir uns nicht oder wir sehen uns dann, wenn ich mich verabschiede. Also ja, das war's jetzt mit dem Video. Ja, also das wird sich, wenn dann wieder ständig wiederholen und die Spannung würde ich dann ein Jahr haben. Und das werdet ihr in Videos gesehen, also easy peasy. Und ja, also durch die Suppe und durch den Frei habe ich gut essen. Ich habe, wie ihr gesehen habt, eine Buchstabensuppe gemacht, die für 4 Personen sind. Und besser gesagt für 4 Portionen. Und ich glaube, ich habe so eventuell so 2,5 bis 3. Also ich habe schon Hunger gehabt, weil ich habe ja nicht irgendwie Brot oder so gegessen oder irgendetwas Hartes. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video. Und dann würden wir uns im nächsten Video sehen. Jetzt muss ich dann mit dem ein Jahr leben. Also ich will mich gut anpassen können. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann doch gerne Daumen nach oben und abonniert sehr gerne den Kanal und schaut unbedingt die Glocke an, damit ihr keine Videos verpasst. Dann folgt mir gerne auf meine sozialen Medien, Instagram, Twitter, TikTok und Snapchat. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!